Also wenn du erstmal so ein bisschen eine Beziehung gebaut hast, Vertrauen gebaut hast, das macht was mit der Qualität der Diskussion. Die zweite Runde hier aus der Hauskapelle von Campus für Christus. Ganz herzlich willkommen in diesem LiveNet-Talk. Und ich freue mich sehr, jetzt haben wir den Hausherr eben auch hier, oder? Jetzt ist ich habe es schon angekündigt, der Bobby auch selber mit dabei, Teil von diesem Talk, wo wir noch einmal ein bisschen vertiefen. Einerseits geht es auf den Grossanlass her, auf die Explo, 4 Stunden Fussweg, glaube ich, von hier, wo man dann nachher die Leute wird versammeln, ein paar Tausend. Hoffentlich werden es ganz viele, die hier kommen und eben sich dieser Frage auch aussetzen, persönlich und sich hoffentlich fröhlich einstimmen, dass wie im Himmel so auf Erden. Bobby, herzlich willkommen hier. Danke vielmals, herzlich willkommen auch. Ja, danke. Ja. Ich wollte sagen, komisches Gefühl, wenn ich das sage, weil ich bin ja wirklich hier bei dir und macht total Freude. Und an seiner Seite Christine Schliesser, die hier auch ganz wertvollen Beitrag wird geben. Ich weiss es schon im Voraus, weil du hast sehr viel erforscht im Gebiet von wie können Kirchen wieder aufleben, Mitarbeiter in der Kirche. Du hast viel erforscht über Friedensthematik in Ländern, die gerade durch ganz schwierige Krisen gegangen sind, auch traumatisierte Situationen sind. Und was du sonst noch alles für einen Background hast, auch vom ganzen Werdegang, kommen wir ein bisschen drauf. Aber zuerst mal auch dir, Christine, herzlich willkommen. Vielen Dank. Genau. Ich freue mich mega, hier zu sein. Ja, und wir steigen heute ein bisschen so ein. Ich kenne das aber, wenn ich manchmal durchzappe, beim Tele Zürich machen sie das, Sonntag. Was ist die besondere Frust oder deine Freude, die du gerade erlebt hast? Und da kommt man gerade mega nahe zu den Leuten. Und fangen wir auch so an. Ladies first. Christine, was ist für dich im Moment etwas, was dich mega aufstellt und freut? Aus der letzten Woche, vielleicht ganz konkret, ich war letzte Woche in Ruanda. Da bin ich seit einigen Jahren immer wieder regelmäßig. Mich interessiert da besonders die Friedensarbeit. Wie kann das gelingen, dass Leute nach einem Genozid überhaupt zusammenleben können? Und als Theologin interessiert mich natürlich besonders die Frage, was kann der christliche Glaube, was kann die Kirche dazu beitragen? Und das ist für mich echt immer unglaublich berührend und beeindruckend. Und die Sachen, die nehme ich da auch immer gerne mit oder versuche sie irgendwie dann auch in meinen Alltag mitzunehmen. Schön, da kommen wir auf jeden Fall noch ein bisschen vertiefter drauf zu reden. Hast du schon auch angesprochen. Und Ruanda eben ist dort hier, glaube ich, ganz ein wichtiger Ort, wo du viel hast können daraus ableiten und lernen. Aber kommen wir drauf. Und was nehmen wir auch gerade 2 Tonnen? Geht es ein bisschen eher schwieriger im Moment? Sei es persönlich oder, ja? Anfang der Woche war ich... Das Kaninchen, oder? Ah ja, Ja. uns ist vor 2 Wochen eines unserer Kaninchen gestorben, Hanni und Nanni. Und Hanni ist leider gestorben. Es gibt nur noch Nanni. Ja, es gibt nur noch Nanni, aber es gibt schon eine Ersatz-Hanni. Oh, ja. Die muss sich leider nur noch ein bisschen einfinden. Ja. Genau. Was mich tatsächlich sehr umtreibt, nur ein kleines Beispiel. Ich war Anfang der Woche in Wien. Dort hatten wir die Sitzung vom Ethikbeirat der GEKE, der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, mit Kolleginnen und Kollegen quasi aus ganz Europa. Und festzustellen, uns treibt eigentlich eine ganz ähnliche Frage um. Wie geht's weiter mit den christlichen Kirchen, mit unserem christlichen Zeugnis in Europa? Da stehen wir vor ganz ähnlichen Herausforderungen, sei es in der Schweiz, sei es in Estland oder Ungarn, England. Und da gemeinsam drum zu ringen, wie kann das christliche Zeugnis in unseren Kulturen, in unserer Welt heute gelingen? Du hast schon im Vorgespräch, das ist jetzt so, wie der Küngel im Vorgespräch schon gestanden, nämlich dass dort hier tatsächlich ein Papier so, also das war vor einem Jahr gewesen, gell? Bei einem so einem Treffen von GEKE zu einem Eklat geführt hat. Also da sind wirklich Spannungen sehr spürbar, oder?
Ja, das ist Teil der ökumenischen Gemeinschaft, dass man da natürlich auch ringt. Ganz konkret ging es letztes Jahr auf der Vollversammlung um ein Papier zu Gender und Sexuality. Wie gelingt es da irgendwie trotz aller unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven trotzdem noch die gemeinsame Mitte Christus zu bewahren und trotz allem noch gemeinsam unterwegs zu sein? Ja. Ich würde sagen, ein spannendes Intro gesehen. Jetzt bereits das, oder? Das ist schon Das Highlight unserer Folge, oder? Ja, also gehen wir rüber zu dir, Poppy. Was ist im Moment bei dir so Lust- und Frust-Moment? Ich lerne natürlich vom Profi, man erzählt von Afrika. Ich bin auch gerade in Afrika gewesen, in Südafrika, und hatte dort eine ganz kleine, aber eine persönliche Begegnung gehabt. Wir haben dort das Projekt Hope Town, wo wir Jugendliche unter übelsten Umständen von der Straße holen. Das ist unglaublich schön, das zu erleben. Und ich habe aber dort mit einem Strassenkaffeeverkäufer Zeit gehabt, irgendwo geschwätzt, den ganzen Morgen früh, bis 6 Uhr gewesen. Und normalerweise fragt man sich dort immer, how are you? Und ich habe dann gelernt, sie warten tatsächlich auf eine Antwort. Das ist anders als in manch anderen Kulturen, wo man das einfach ignoriert. Und ich habe es mir ignoriert und sie hat nachgefragt. Also, nein, wie geht's dir? Und ich, aha, okay. Und dann habe ich eben auch angefangen und habe ihn gefragt, hey, how are you? Und dann kommt das, was ich viel rundherum gehört habe, 100% fine. Und dann haben wir uns überrascht. Also, in meinem Leben, ich bin ein total positiver Mensch. Ich sehe fast immer nur Schöne und Gute und das Wahre. Irgendwie so bin ich gestrickt. Und habe aber gleich immer Böckchen in meinem Leben, etwa 30 verschiedene, und etwa 2, 3 sind immer turbulent. Kann man aushalten, solange es nicht 20 von diesen 30 sind, die turbulent sind. Aber so 100% finde ich eine grosse Zahl. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, wieso geht es dir 100% gut? Und dann hat er mich wirklich richtig entgeistert angeschaut. Wie kommt man noch auf so eine Frage und sagt, ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich durfte aufstehen. I'm blessed. Also, er hat Brüder und Schwestern, denen sei das heute nicht vergönnt gewesen. Also, was könnte ihm anders passieren, wieder, dass er sich dankbar fühle für die Möglichkeit, jetzt dort zu stehen und Kaffee zu verkaufen. Und das hat mich wirklich innerlich irgendwie einfach aufgewühlt, auf eine schöne Art und Weise, um selber gerade reflektieren, bin ich zufrieden mit meinen Böckchen und allem. Oder sehe ich auch die Dankbarkeit immer wieder über das Sein. Nur schon, dass wir jetzt hier sind, könnte uns einfach mal dankbar machen, egal was alles rundherum noch ist. Das hat mich sehr bewegt. Wow. Sehr stark. Und hast jetzt das Positive gesehen, gell? Ja, ich kann nur Positives sagen. Ja, okay. Nein, ich habe natürlich auch. Die Hühner, die Hühner, wir sind 3 Hühner gestorben. Ach, nein. Von 6. Und das ist gleich ein Drama. Das ist schon hacher. Wir sind dort schon, die haben alle einen Namen, und wir sind bei der Hildegard. Das Huhn der ersten Stunde sind wir schon bei Hildegard Nummer 4 etwa, jetzt langsam. Weil die ist schon ein paar Mal gestorben. Ich glaube, Hildegard, das sind immer die dummen Hühner, die verwünscht sammeln. Irgendein Fuchs oder ein Marder. Das läuft dem Marder eigentlich auch einfach die Schnüren an. Und jetzt sind wir bei Hildegard 4. Genau, das ist so. Und was mich auch vielleicht noch grossflächiger dann einmal ein bisschen, wie hast du gesagt, negativ Ja, oder frustriert. Ja. Das ist schon die Entwicklung von unserer christlichen Szene, wo ich in meiner subjektiven Wahrnehmung das Gefühl habe, wow, also da müssen wir schon anschauen. Da braucht es ein bisschen ein Erwachen, weil wir jetzt schon, ich nehme viel Streit wahr, also viel Polarisierung, wo wir einfach die Sachen mitmachen. Wir streiten dann um Inhalt, aber erstaunlicherweise machen wir eigentlich die ganze Kultur, wo wir ja könnten und sollten von Christus auch gesehen Gegenkultur sein, machen wir die ganzen kulturellen Sachen mit Polarisierungen, mit einander dann eben gegenseitig den Glauben nicht mehr glauben und Mauern aufziehen, weil wir die vielleicht zu den eigenen Schutz- oder Verteidigungsdynamiken brauchen. Und dort habe ich schon gedacht, wow, also das besorgt mich. Das müssen zuzuschauen, wenn es dann aufploppt bei Sachen. Und das gibt mir dann auch, also wir kommen vielleicht noch drauf, auf so Themen. Es gibt eben so eine kognitive und spirituelle Dissonanz, wie es Daniel Strickland in einem Post geschrieben hat, dass wir dann Sachen feiern, weil es vielleicht unseren Inhalt entspricht, aber eigentlich die Werte dahinter sind total nicht das, was Jesus gelebt hat. Und wir bringen das dann irgendwie zusammen. Und das irritiert mich im höchsten Grade, und den könnten wir nicht wirklich lernen, das was du auch erlebt hast, eben, um die Einheit ringen, miteinander, mit einem erklärten Christuszentrum und dann halt ein bisschen grosszügiger miteinander umgehen. Dort stand ich und sitze ich. Schön.
danke vielmals fürs Teilen, bereits jetzt da zum Einstieg. Und, bei mir geht gerade schon jetzt auch extrem viel ab und ich denke auch immer, also einander nahe bleiben ist einfach, und darum machen wir auch das Format. Darum sind wir auch zusammen an einem eidgenössischen Schwingfest, wo wir gesagt haben, hey, es ist schon ein super Moment für mal wieder einfach ein bisschen Zeit haben zusammen, weil erst wenn ich dir zuhören und weiss, ein bisschen, was beschäftigt dich und nicht vom Hören sagen über alles Mögliche, was da manchmal diskutiert wird, wir ein Bild probieren zu machen, zum Beispiel über wo ist Campus im Moment und Explo und was kommt auf uns zu. Das funktioniert einfach häufig über das. Natürlich kann nicht jeder mit dir an ein Schwingfest gehen. Das ist auf einer Bucketliste sehr schön und natürlich ein grossartiges Schwingfest. Demütig wie du bist, hast du mich in den Berner Sektor eingeladen als Ostschweizer und demütig wie du bist, hast du dann geschaut, dass 3 Ostschweizer an der Spitze schwingen und alle planet, wie immer. Ich habe ein bisschen vorsichtig müssen jubeln einmal, weil rundum hat es lauter Gleichgesinnte von dir. Aber es ist also ein Highlight gewesen, der Tag. Ja, Hammer. Das ist für dich ein Highlight und für dich eher eine Frusterfahrung. Warum? Also, weil wir Berner nicht Schwingerkönig geworden, vielleicht, ja. Aber, nein, mit dem Bobby ist es ein wunderschön. Das ist das Highlight. Das ist mega, nein, ja. Das heißt, ihr seid im Charme hätte es ja nicht können. Ja, wir reden immer noch miteinander. Er hätte es können auffahren und, nein, total gut. Aber übrigens, wenn wir jetzt schon so lange dort hier verweilt sind, zum Einstieg, können wir auch noch ein Foto kurz einblenden, uns zwei dort. Am Schwingfest, da können Sie doch noch ein bisschen amüsieren drüber. Aber es hat einen ernsten Kern, das, was wir jetzt vielleicht ein bisschen, ja, fast spielerisch kokettiert haben, über das nur. Aber einander nahe sein, oder eben, wenn es abstrakt wird, habe ich immer das Gefühl, oder der ganz distanziert, der wird es schwierig. Der lebt es eben, der hat es das verloren, oder? Also es fängt eben sehr stark damit an, dass ich mich anfange zu bewegen, dorthin, wie geht's dir auch wirklich? Was machst du? Ja. Aber gut, das jetzt mal so der dazu. Frage noch einmal, kommen wir wieder auch Christine für dich ins Spiel zu bringen, aber noch Explo, wo ja wirklich jetzt so ein bisschen die Phase ist von, ja, wie geht's mit den Anmeldungen, wo steht ihr dort mal im Moment? Für die Frage mal reinzunehmen. Das ist im Moment schwierig zu sagen. Wir haben Anmeldungen, wo wir landen, werden wir dann kurz vor der Expo sehen. Das Anmeldeverhalten von Leuten ist schwierig zu sagen. Tatsächlich gibt es da wahrscheinlich ja rundum eben Verschiebungen, wer geht noch wo. Ich freue mich mega auf so einen Moment. Jetzt da nicht fromm werden, aber in der Bibel ist das Volk immer so 3-mal im Jahr zusammengekommen und hat miteinander über die eigenen Ränder ausgeschaut und miteinander Gott gefeiert. Und also das, nur schon im Vorbereiten habe ich so ein paar Holy Moments gehabt, wo ich merke, wow, es ist so wunderschön, was Gott tut auf dieser Welt und das möchten wir an der Explo präsentieren, was in der Schweiz passiert, was auf dieser Welt passiert, wo Gott am Werk ist, wo wir uns vielleicht sehnsüchtig würden wünschen, Thema Frieden, kommen wir dann auch noch drauf, dass er irgendwo noch mehr wird tun oder vielleicht wir könnten mehr tun. Das wird alles in der Explo auftauchen unter dem Thema, wir möchten wirklich einander begegnen und Gott begegnen. Und das finde ich zentrale Sache, dass wir lernen, einander begegnen, einander zulassen. Nicht nur einander begegnen und die eigene Meinung verteidigen, sondern sagen, ich will dir zulassen, ich will dich verstehen. Ich muss nicht agreeen mit allem, was du denkst und glaubst, aber ich möchte dir näher bleiben, verstehen. Und darum hat das etwas Wunderschönes, Glaubensförderndes, Hoffnungsvolles, Sehnsüchtig Machendes, Verbindendes, was da in den Jahren passiert. Also sind alle herzlich willkommen. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Sehr schön. Wie machst du das so? Wie siehst du auch deine Rolle, Christine, auch im Beziehung, Pflege, in deine sozusagen Rolle dort spielen oder wahrzunehmen? Ich glaube, Beziehung ist tatsächlich ein Schlüssel, auch für die Diskussion.
Und ich frage mich manchmal, ob das auch mit Generationen zu tun hat. Also wenn ich so vielleicht die Generation meiner Eltern angucke, da habe ich manchmal das Gefühl, okay, man streitet zuerst und wenn man dann feststellt, okay, man ist so ein bisschen auf derselben Wellenlänge, dann gehst du auch mal ein Bier miteinander trinken. Und in der nächsten Generation habe ich so ein bisschen das Gefühl, hat sich das gekehrt, dass man sagt, nee, man ist erstmal am anderen interessiert, man geht erstmal das Bier miteinander trinken und dann diskutiert es sich auch ganz anders. Also wenn du erstmal so ein bisschen eine Beziehung gebaut hast, Vertrauen gebaut hast, das macht was mit der Qualität der Diskussion. Das ist etwas, was ich zu 100% wett und will unterstreichen. Erlebe aber auch jetzt immer wieder, dass eben gerade Beziehungen sogar daran zerbrechen. Und das ist ja das, was ich glaube, viele auch, also das würde mich interessieren, ob du das auch beobachtest, Ria, wo viele daran zerbrochen sind bei Covid. So der erste Schock, du bist in deiner lokalen Kirche, lokalen Gemeinde und merkst plötzlich neben dir ist ein Impfgegner oder ein Impffreund. Und du denkst, wow, schläft's dir, wie kannst du nur? Und dann geht plötzlich ein total hat offensichtlich in erster Linie noch nicht viel mit Theologie zu, aber geht ein Riss, ich kann nicht mehr mit dir, weil du hast da so eine andere Meinung. Und dann hat es angefangen mit ganz anderen vielen Themen. Dort hat es ein bisschen angefangen, das Gefühl, und dann kommt Trump und jetzt Polarisierung, wie konservativ muss man sein, wie konservativ darf man sein, wie progressiv darf man sein. Und kommen jetzt immer mehr so Hardcuts, wo man sagt, okay. Und Beziehungen zerbrechen an dem. Weil sie sagen, dann kann ich nicht mehr mit dir. Wenn du so bist, kann ich nicht mehr mit dir. Und ich merke, wo das erschüttert mich in meinem Glauben ein bisschen an unsere Christlichkeit und Menschlichkeit, dass dort dann ein Riss hineinkommt, wo wir unterschiedlich sind. Und die Sehnsucht von Jesus sagt, wenn ihr eins wäret, wählt ihr kennen und glauben. Und man sagt, okay, aber wenn du das bist, dann kann ich mit dir nicht mehr eins sein, dann will ich nicht mehr eins sein, dann sind wir wirklich weit weg. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen irritiert. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Und gerade da würde ich mir wünschen, ne, gerade als christliche Kirchen oder als Christinnen und Christen, ne, haben wir ja eigentlich alles beizutragen, ne, zu Versöhnung, auch zu Vergebung. Ja. Und da würde ich mir, und ich sage das auch durchaus selbstkritisch an meine eigene Adresse, erstmal zu überlegen, hey, könnte es ganz möglicherweise, ganz theoretisch, einen ganz kleinen Prozentsatz geben, der sagt, hey, vielleicht habe ich auch nicht die Weisheit mit allen Löffeln gegessen. Ne? Vielleicht habe ich ja tatsächlich auch noch was dazu zu lernen. Und wenn man mit so einer, ja, vielleicht auch bescheidenen, ne, man redet ja manchmal von epistemological humility, also epistemische Bescheidenheit, die in der Theorie zulässt, ich könnte auch daneben liegen. Oder vielleicht ist an deiner Meinung ja auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Dass das vielleicht schon mal ein Anfangspunkt wäre. Bescheidenheit und Demut, ich glaube, das steht auch uns in den Kirchen gut an. Weil ich nehme für mich kann ich es mir als hermeneutische Demut, voilà. Im Schriftverständnis, dort kristallisiert es zusammen. Wenn du da nicht bist, dann können wir nicht mehr. Und wir haben bei Campus für Christus halt wirklich für Christus im Zentrum und rundum gibt es viele verschiedene Schriftverständnisse, wo wir nicht agree, wo man sagt, ja, da können die Leute zu verschiedenen Punkten kommen und vielleicht, eben, wie du sagst, genau da implementiert könnte ja etwas auch bei mir einmal noch nicht alles aufgereiht sein, mit grosser Wahrscheinlichkeit. Und darum sage ich, eine hermeneutische Demut würde uns, glaube ich, gut tun, weil dann habe ich eben ein offenes Ohr jetzt dir zuzusagen, Christine, ich will verstehen, wie du glaubst, ich will auch neugierig sein, also wie der Flo, was du denkst, da bin ich genau auch, also und vielleicht kann man dann noch einen Schritt weitergehen, was ich auch zunehmend feststelle, was mich auch tatsächlich zunehmend umtreibt, sind diese Kategorien, in die wir einander so gerne stecken, ne? Liberal, evangelikal, positiv, wie auch immer, ne? You name it. Und ich frage mich zunehmend, wie hilfreich, wie sinnvoll sind tatsächlich diese Kategorien. Und ist das nicht irgendwie möglich, dass man das vielleicht mal weglässt? Auch im Gespräch miteinander, ne? Wenn ich gefragt werde, ja, wo ordnest du dich ein? Ich weiß das schlichtweg nicht, ne? Ich trinke aus vielen Quellen, ne? So. Und ich habe eher das Gefühl, vielleicht würde es uns helfen, zusammenzukommen, wenn man mal diese Labels weglassen könnte. Ja, vielleicht ist es ja auch so, wenn ich jetzt euch auch ein bisschen zuhöre oder auch schon deine Einstiegsstory, weißt du, was du von dieser Begegnung erzählt hast, einfach, hey, dass ich aufstehen heute und dass ich da bin. Und tun wir uns da etwas, manchmal fast im Luxus, wo wir halt sind, eine Diskussion leisten, wo man muss sagen, wow, ist das jetzt wirklich
ist das jetzt? Oder wenn man dann denkt, deine auch so Studienerfahrung rund um jetzt Ruanda, oder? Jetzt gehen wir mal dort, wenn man das überlegt, was dann Vergeben, Versöhnung und all das, was wir nicht geschafft haben bei Covid, oder? Zum Beispiel, oder bei anderen Themen, es irgendwie nicht schaffen, ein bisschen wieder auf den nächsten zuzugehen. Und ich habe das ein bisschen angehört, wo du das in einem anderen Podcast von der evangelischen Kirche, glaube ich, gebracht hast. Das Beispiel von der Kuh, wo nachher, also zwei, wie wieder zusammen anfangen, nachdem das wirklich eine Täter-Opfer-Geschichte war, oder? Wieder einander näher kommen. Und wenn man dann so etwas anschaut, weisst, wo dann der christliche Glaube so als in die Kraft reinkommt, dann finde ich, ist irgendwie das andere manchmal schon so fast ein bisschen lächerlich, oder? Aber es ist ja auch unsere Realität, unsere Kultur. Okay, wir können es nicht 1:1 übereinander haben, aber lasst uns doch dort mal noch ein bisschen einsteigen, weil ich glaube, es lernt uns gleich immer wieder sehr viel. Und er hat ja auch Connections zu der Explo, der hat einen mega Friedenschor, gell, Bobby? Und Frieden als Thema. Also, weil wir schon von den grossen Kategorien in unsere manchmal so ein bisschen ganz andere Welt kommen, oder? Ich finde das aber mit den Boxen eben mega spannend, weil das hat mit dem Frieden zu tun. Das würde uns eben helfen, wenn wir uns nicht immer so schubladisieren. Du hast die Geschichte erzählt an einem Ort, wo sie die Labels weglassen. Ganz bewusst, ja? Ja, genau. Das ist ein Dekanat in der Badischen Landeskirche in Konstanz. Die haben sich bewusst dafür entschieden, dass sie die Labels überhaupt nicht mehr gebrauchen, weil sie gemerkt haben, das hilft uns nicht nur nicht weiter, sondern im Gegenteil, das trennt uns eher. Ne? Und die lassen das jetzt vollständig und bewusst weg. Und das finde ich mal eine ganz spannende Idee. Und freiwillig gesucht, oder es hat sich ergeben dort hier, nicht, man könnte ja sagen, es könnte den Leidensdruck zunehmen und der ändert es, weisst. Das ist eigentlich nicht aus dem aus, oder? Ich glaube, man hat einfach festgestellt, das bringt uns nicht weiter. Ja. Gerade in Zeiten, wo man ohnehin so polarisiert unterwegs ist. Lasst uns doch mal die Labels weglassen und mal gucken, was dann noch übrig bleibt. Was ist das Gemeinsame? Ich finde das so cool, weil ich glaube, wir beschäftigen uns ja vielleicht insgeheim unbewusst so fest mit uns selber, weil wir nicht mehr so recht wissen, wie wir uns mit der Welt beschäftigen. Also weißt, der Blick gegen aussen, das kommt natürlich von einem, der in einer Missionsbewegung, aber der hilft mir ja immer wieder, weil wenn ich unterwegs bin, ob ich in Südafrika oder Kuba oder in der Schweiz oder in vielen Orten, wo ich unterwegs bin, werden all die Fragen, die wir da wälzen, weil wir das Gefühl, wir müssen sie wälzen, die werden nicht gestellt. Wenn jemand zum Glauben kommt, auf Mallorca beim Ballermann, dann ist nicht seine erste Frage, bin ich jetzt an einen evangelikalen Gott zum Glauben gekommen oder an einen katholischen oder einen orthodoxen, einen charismatischen, einen mega charismatischen, einen christkatholischen. Nein, das interessiert, er erlebt Gott und glaubt an Gott. Und dann kommen alle unsere jüngerschaftlichen Prozesse, die dann natürlich kirchlich gefärbt sind. Sagen, jeder Kuh ihren Stall und die schmecken alle ein bisschen an der Stelle. Und das finde ich auch völlig okay. Aber ich glaube schon auch, es würde uns helfen, die Labels wegzunehmen und nicht am Glauben vom anderen scheitern mit dem eigenen Glauben und sagen, ich glaube nicht wegen deinem Glauben Gott, ich glaube wegen Gott oder wegen Christus glaube ich Gott. Wie es der Pfarrer Marti, so ein Theologe, ein Berner Theologe, wir sind ja jetzt beide da in den Berner Gefilde, aber der hat einmal gesagt, Christus, ihm glaube ich Gott. Und das finde ich einer der schönsten Sätze, weil er sagt, ja, uns, wenn ich uns anschaue, wie wir miteinander umgehen, kulturell, nicht inhaltlich, kulturell, dann glaube ich uns Gott langsam nicht mehr. Also, weil da sind wir dann nicht so anders als der Rest der Welt. Aber wenn ich Christus anschaue, ihm glaube ich Gott, und da habe ich dann schon eine Sehnsucht, wie du sie ansprichst, dass wir könnten anders miteinander umgehen, andere Wege finden. Nicht, dass wir agree, aber andere Kultur bauen, wo Christus... Aber was hindert uns denn dort hier dran? Was denkt ihr, könnte es sein, wo jetzt im Moment dort dem im Weg steht? Sind das Ängste, klar, Traditionen, wir sind es eben so gewöhnt bis jetzt, oder? Darum habe ich doch hier schön abgesteckt meinen Rahmen, so und so machen wir es halt und sie heben uns ab, sozusagen. Was denkst du? Ich meine, das Spannende ist ja, dass das empirisch überhaupt nicht mehr verhebt. Ne? Also in Deutschland gibt es ja alle 10 Jahre eine ganz große Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, KMU. Das ist in der Schweiz anders besetzt, KMU. Und die letzte, die kam vor 2 Jahren raus und da hat sich eigentlich gezeigt, dass die konfessionellen Grenzen
in der Praxis gar nicht mehr haltbar sind. Also die Menschen wissen manchmal gar nicht mehr, zu welcher Konfession sie eigentlich gehören, beziehungsweise gerade in den jüngeren Generationen, da spielt das überhaupt keine Rolle. Bist du jetzt katholisch, bist du freikirchlich reformiert, ne? War Jesus reformiert? Ne? Also wie war das? Und ich habe das Gefühl, dass in den dogmatischen Diskussionen diese empirischen Realitäten noch gar nicht angekommen sind. Oh, interessant. Der Professor Stefan Schweier hat das einmal gebracht. 2/5 der Leute, die irgendwo in eine Kirche gehen, sind schon am Überlegen, wo sie als nächstes weitergehen. Also sie sind schon im Gedankenspiel eigentlich. Wo ist mein nächster Ort? Also es ist auch dort, merkst du irgendwo, es ist fluider geworden, oder? Einfach in dem Sinne. Und Ja, voll. Ja, finde ich mega spannend. Ich sehe schon viel, ich sehe ja Berechtigung, dass man sich positioniert und sich ein Profil gibt. Eben, da bin ich ja gar nicht dagegen. Wir als Campus kennen unser klares Profil rund um Christus mit klaren Kernwerten und sagen, der Ränder geben wir keine Leitplanken. Dort, das ist die Art, wie wir zusammenarbeiten, dort um Christus herum. Ich glaube aber wahrzunehmen, dass ganz viel von unseren Reaktionen, und das sind vielleicht meine gleich, da will ich mir nicht rausnehmen, sind Angst prägt. Also ganz viel, es wird irgendwo ein bisschen weiter, progressiver, liberaler, mit was für ein Leben du willst nehmen, und dann kommt der andere Flügel und sagt, das ist gefährlich. Also es ist eine Angst-Gegenreaktion, anstatt eigentlich bei sich selber bleiben und den eigenen Glauben bei sich bewahren. Generous Orthodoxy, finde ich, was du erwähnt hast, finde ich etwas vom Wunderschönsten. Das habe ich auch in der anglikanischen Kirche entdeckt, wo wir schon seit 30 Jahren mit der Alpha zusammenarbeiten. Das finde ich etwas so schön zu sagen. Ich habe ja erklärte Orthodoxie in mir und kann aber gerade drum, so generös sein dir gegenüber und dir gegenüber und allen anderen gegenüber, weil ich merke, das wirft mich nicht einfach in meinem Selbstverständnis. Aber ich glaube, der hat uns ein bisschen mehr Gottvertrauen gut, dass ich vertraue, dass Gott die Welt nicht entglitten ist und auch die Kirche nicht und auch die Kirchenentwicklung nicht. Und nicht ich als Bobby noch der letzte tapfere Krieger ist, der jetzt die wahre Kirche Christi bewahrt, sondern da ist Gott mit drin, über alle auf und ab. Und auch ich muss dann nicht richten, alles, was in deinem Leben passiert, sondern hat ja genug zu tun mit nur schon mal Liebe, Christus bekannt machen. Wir nennen das Reflecting God's Love. Also wir hätten den genug großen Auftrag. Ja. Gottvertrauen, ganz sicher eins der Stichworte, und vielleicht auch tatsächlich mehr Kompetenzen in religiöser Sprachfähigkeit. Dass man seine eigene Tradition auch besser kennt und auch besser lieben lernt. Also versteht mich nicht falsch, ich bin überhaupt nicht dafür, Konfessionsgrenzen komplett aufzulösen oder so. Ich glaube, in jeder Tradition, jeder Konfession gibt es Schätze und gibt es Perlen. Also wir als Reformierte, ne, mit unserem starken Fokus auf dem Wort, sehr nüchtern. Wir sprechen einen Teil, glaube ich, der Realität an, ne, stark kognitiv zentriert. Wir können wahnsinnig viel lernen von der orthodoxen Tradition, ne, von der charismatischen Tradition, katholischen Tradition, you name it. Ne. Aber das setzt voraus, dass ich meine eigene Tradition auch kenne, dass ich weiß, woran ich glaube. Und auch weiß, was sind die Schätze in meiner eigenen Tradition und auch was sind die Schwächen, was sind die Blindspots, wo brauchen wir einander. Ja, mega schön. Absolut. Lass uns noch wieder ein bisschen einspuren auf die Explo und was dort hier noch so kommt. Also du kannst da dosieren, Bobby, wie viel das wir da schon immer bringen können. Aber du hast schon von Holy so Momenten geredet. Und bei dir, Christine, würde mich überhaupt mal interessieren, bist du selber auch aktiv ein Teil von der Explo? Oder wie gehst du darauf her? Ja, tatsächlich. Ja. Ich darf das Abendmahl gestalten. Darauf freue ich mich schon sehr. Und sonst ist ja also die Thematik vom Frieden, ich habe vorher schon mal Anlauf genommen, wir kommen dann auch noch zu diesem Bild, denke ich, und können jetzt ein bisschen noch näher eingehen auf das, was deine Arbeit auch umfasst. Du hast sehr viel geforscht im Bereich von Frieden- und Versöhnungsarbeit, und vielleicht kannst du schnell zu deinem Werdegang oder eben auch den Bezug zu Ruanda vielleicht noch schnell ein paar Worte sagen. Das mache ich gern. Ich hatte es am Anfang ja schon kurz erwähnt, was mich da tatsächlich bewegt, ist mein Wunsch zu lernen. Ich gehe dahin als Lernende. Ich will wissen, wie macht ihr das?
Also Versöhnung wirklich hardcore. Ne? Nicht nur Versöhnung, ja, ich meine, das ist immer schwierig, das abzuwägen. Ne? Also ein Streit mit dem Nachbarn über einen Kirschbaum, der über einen Gartenzaun hängt, kann genauso intensiv sein. Ne? Und mit viel Wut bis hin zu Anwalt und so weiter geführt werden, kann zu großen Verletzungen führen. Aber ein Völkermord ist vielleicht doch nochmal eine ganz andere Dimension. Und daher zu gehen und zu schauen, was trägt der christliche Glauben tatsächlich ganz konkret im Alltag der Überlebenden, im Alltag der Täter aus? Welche Ressourcen können da genutzt werden, um tatsächlich Versöhnung und nachhaltigen Frieden, das betrifft ja das gesamte Land letztlich. Also wir reden über das Massaker von 1994, vielleicht noch für kurz dort das auch noch zu erwähnen, wo über 800'000 Menschen gestorben sind. Genau. Und Nachbarn, die Nachbarn dort haben. Und dort hier drinnen bist du nachher hergegangen, oder? Also vielleicht nur, um nur ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Du hast das vorhin auch schon kurz erwähnt. Das ist ein Projekt, was ein Kollege von mir, Christoph Mbonyi-Ngabo, initiiert hat. Christoph ist selber Überlebender des Genozids und hat eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Er beschreibt, wie er sich dann eigentlich den Rebellen anschließen wollte. Also seine Familie wurde ausgelöscht und er wollte Rache. So. Und dann beschreibt er, wie er Gott zu ihm hat reden hören und ganz klar die Botschaft war, nein, nicht für Rache, sondern du sollst dich für Versöhnung einsetzen. Und er hat dann eine FBO, Faith-Based Organization, gegründet, CARSA. Akronym steht für Christian Action for Reconciliation and Social Assistance, also christlicher Einsatz für Versöhnung und soziale Unterstützung. Und eines seiner Projekte ist, finde ich, total cool. Das nennt sich Kür für den Frieden, Cause for Peace. Und dort bekommen Paare von Überlebenden und direktem Täter, also nicht nur irgendwelche Überlebenden, irgendwelche Täter, sondern direkt, du hast meine Familie ausgelöscht. Und wir bekommen dann gemeinsam eine Kuh. Okay. Und eine Kuh ist jetzt nicht irgendwas, wie bei uns vielleicht das Kaninchen oder das Huhn oder so, sondern das ist quasi, wie wenn uns jemand einen Kleinwagen schenkt. Ja? Und das ist anders als ein Kleinwagen, stellst du den nicht ab und kannst ein paar Monate später wieder hingehen. Eine Kuh braucht tatsächlich regelmäßige Pflege. So. Und die Kuh bleibt zunächst bei mir in der Familie der Überlebenden. Aber du als Täter kommst regelmäßig, 2-mal am Tag, hilfst mir, die Kuh zu versorgen. So, was passiert? Zum einen das, was man vielleicht klassische Entwicklungsarbeit nennen könnte. Kuh generiert Milch, wir können unsere Families versorgen, bessere Ernährung für unsere Kinder. Aber es passiert noch etwas anderes, weil Täter und Opfer regelmäßig zusammenkommen, wachsen ganz, ganz langsam. Es braucht Zeit, ne? Da ist nicht so, dass ein Schalter umgelegt wird über Nacht oder so, oder du machst einen halbstündigen Workshop und voilà, du bist versöhnt. Nein, über die Zeit wachsen die Beziehungen. Beziehungen können heilen. Und was Christoph da erzählt, das ist wirklich, das ist eigentlich nicht zu erklären, würde ich mal sagen. Also es ist für mich der Einbruch vom Himmel auf die Erde. Wow. Dass tatsächlich Versöhnung und Vergebung da passieren kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Geschichten und Erlebnissen, die mich einfach auch total demütig, ne? Eben Stichwort neue Perspektivierung, muss ich mich wirklich über meinen Nachbarn so aufregen. Ne? Ganz genau, ja. Und beschenkt dann auch nach Hause gehen lassen. Mhm. Ja, das ist mir sehr eingefahren, wirklich, wenn man sich da versucht reinzuversetzen, dann bekommen die Kuh. Ja, also. Vielleicht müssen wir in der Schweiz auch anfangen, ein bisschen Kühe verschenken. Also strategisch Kühe verschenken. Und mögen, das bei denen, die den Covid verfindet, oder so, oder? Ja, genau. Zum Beispiel.
Ein Impfgegner und ein Impffreund, die sollen zusammen eine Kuh. Ja. Aha, das wäre vielleicht mal eine Ansage. Ah, ja. Und das bewegt mich tatsächlich. Ne? Was können wir da als Best Practices oder so auch für andere Kontexte lernen? Ne? Was wird das in der Schweiz bedeuten? Ne? Wie kann man da irgendwas initiieren, das ehemalige Feinde irgendwie miteinander verbindet und einen Anlass gibt, wieder zusammen zu schwätzen, Kaffee zu trinken, vielleicht mal über andere Themen reden. Ne? Beim Kuhversorgen reden die jetzt wahrscheinlich auch nicht ständig über ein Genozid, sondern es geht darum, hey, die braucht mehr Gras, hast du sie schon gemolken und so. Ne? Vielleicht über andere Themen dann wieder eine gemeinsame Basis zu finden. Ist das, also, sorry, ja, Bob, ist schon ein bisschen auch, was ihr wettet sehen an Expo, oder? Voll, natürlich. Frieden und Versöhnung ist eine ganze Arbeit, widmen wir dem. Und das, was du antönst, das trieft ja von all diesen Sachen. Es ist nicht einfach, also es gibt keinen billigen Frieden. Und Versöhnung und Vergebung, das sind grosse, bombastische christliche Konzepte, die die Welt braucht. Wo wir auch als Christen müssen sagen, wir selber brauchen sie in unseren eigenen Kreisen. Versöhnung und Vergebung. Und das ist kein billiges Drüberstreichen, jetzt tun wir uns mal schnell vergeben, das wird schnell gesagt, sondern wirklich ein Prozess, wo wir gehen. Wir haben auch in Ruanda, wo der Genozid war, angefangen mithelfen, mitschaffen und haben wunderschöne Geschichten, zum Beispiel von zwei. Er Hutu, er Tutsi, er bringt von ihm mehrere Familienmitglieder um und sie treffen sich später wieder, sie über einen Prozess raus, sie versöhnen sich, vergeben sich und sind dann zusammen, das haben wir einmal einen Film produziert, der ist da sogar in den Kinos gelaufen in der Schweiz, und die fahren dann mit dem TÜV jetzt, oder da durch Ruanda und erzählen ihre Geschichte, um den Menschen Mut zu machen. Mir macht das Hoffnung, wenn sogar so Menschen sich versöhnen und vergeben, dann müssten wir das eigentlich auch schaffen. Aber nicht eben einen billigen Frieden, also nicht schnell in Frieden hineindrücken des Friedens willen, sondern sagen, Frieden, das habe ich auch bei unseren Projekten in der Ukraine gelernt, Frieden hat immer mit Gerechtigkeit zu tun. Ein Frieden ohne Gerechtigkeit ist kein ehrlicher Frieden. Und da müssen wir darum ringen. Und das ist manchmal so eine riesige Spannung, die aufgeht, wo wir auch probieren, den Explo aufzuzeigen und auszuhalten, dass Jesus kommt als der Friedenfürst und dass wir in einer Welt sind. Und da müssen wir noch nicht einmal über die grossen Konflikte reden, sondern unsere eigenen Konflikte. Eben über das, was wir auch immer reden, bis in die eigenen Beziehungen und Familien und Ehen hinein, die sind oft genau in dem Bereich torpediert. Und umso mehr, glaube ich, müssten wir uns miteinander sehnsüchtig und darum ringend immer wieder auf den Christus ausrichten und sagen, also Epheser heisst es, Christus unser Friede, Christus mein Friede. Das finde ich eines der schönsten Bibelworte überhaupt. Dort passiert Friede, in dem, was er ist, was er tun hat. Darum wette ich eigentlich immer wieder, dass wir uns bei ihm sammeln. Also ich finde das mega stark, eben, was du machst auch, was du da erlebst, wo ihr unterwegs sind. Die Frage ist halt, wie kann man das dann auch im eigenen Alltag umsetzen? Ne? Hier bei uns in der Schweiz, in unseren Kirchen. Vielleicht nur ein ganz, ganz kleines Mini-Beispiel. Wir sind im Moment bei den reformierten Kirchen Bern-Jura Solothurn dran. Sie überlegen, okay, welche Werte verbinden uns eigentlich? Ne? Und welche Werte sollen dann auch tatsächlich unseren Umgang miteinander prägen, unser Handeln? Und eins der Werte, die wir identifiziert haben, ist Demut. Dass wir sagen, okay, ganz konkret, wir geben Fehler auch zu. So. Ne, dass ich auch mal zu dir, wenn du im Büro neben mir bist oder wo auch immer, dass ich mal sage, hey Woffi, das tut mir leid, ich habe da Mist gemacht. Ne? Was auch immer, ne? Ich habe die Anfrage falsch beantwortet oder habe dich da missverstanden oder so. Und das sind ja eigentlich keine großen Sachen, Fehler zuzugeben, sich zu entschuldigen. Und trotzdem glaube ich, ist das so fundamental einfach für unser Zusammenleben und ist vielleicht ein Beispiel, wie das große Wort Vergebung, Versöhnung, Friede, wie das vielleicht im Alltag praktisch werden könnte. Also mal schauen, wie es funktioniert. Ne? Wir sind dabei. Ne? Und schön, dass wir den Wert Demut nehmen. Das ist ja der eine, wo man sich fast nicht getraut zu nehmen. Wir sind so demütig. Gell? Ja. Aber es ist ja eine Zielorientierung, dass wir wollen das bei uns sehen. Naja, und in Demut steckt ja Mut drin. Ne? Also du brauchst ja Mut zur Demut. Ne? Das ist ja nicht irgendwie eine falsche Demut. Ne? Ich kann nichts, ich bin nichts und so, sondern nee, das ist tatsächlich der Mut, auch zu sagen,
Ich mache Fehler. Tut mir leid. Ja, es ist halt in einem extremen Kontrast, oder, zu dieser so Gereiztheit, die man eher im Moment feststellt, oder? Auch wie die Diskussionen halt dann häufig laufen. Aber ja, ich meine, es fängt eben im Kleinen vielleicht an, oder? Es fängt jetzt bei euch dort hier in diesem Team an, zu sagen, und wir sind ein Ort, wo das passiert. Und Frieden fängt ja auch im Kleinen an, oder? Wir könnten das auch so kehren. Es ist nicht einfach immer, es bringt uns nichts, wenn wir wettern über, wie es jetzt in den grossen Social-Media-Debatten läuft oder irgendwo, oder in den Medien nur. Oder? Dort fängt es vielleicht an. Voll. Absolut. Und das ist vielleicht auch die Gefahr, wenn man irgendwie von Vergebung und Versöhnung redet oder von Werte. Das sind halt irgendwie so große Begriffe, Gerechtigkeit, Friede. Ne? Aber wie kriegst du die klein? Wie kriegst du die alltagskompatibel? Der Hökendijken, so ein holländischer Theologe, hat fest über Shalom geschrieben. Und ich glaube wirklich, wenn wir über diese Sachen reden, der Shalom von Gott, dann reden wir zutiefst über das, was das Evangelium eigentlich bewirken. Und darum struggle ich manchmal eben nicht an den Inhalt, wo wir darüber streiten, sondern an der Art, wie wir miteinander nicht umgehen. Weil ich denke, dort müsste doch der Shalom, um Himmels Willen, wirklich, um Himmels Willen, dort müsste doch Shalom sichtbar werden. Und er sagt, wir müssen die Welt shalomatisieren. Das ist unser Auftrag. Und wir haben ja, ich nehme immer das Beispiel vom Aromat, das Schweizer Gewürz, das du drüber knallst. Wenn irgendetwas hässlich ist, tust du noch ein bisschen Aromat drüber und dann schmeckt es noch. Mein Vater hat sogar in der Ferien in Griechenland sein Notaromat montiert. Und dann konnte ich vom Spiegel am Morgen sein Aromat holen. Also, das stimmt. Und genauso müssten wir doch als Fromme unterwegs in dieser Welt mit unserem Shalomat im Gürtel. Dass immer, wenn irgendetwas aufploppt, wir sagen, das schmeckt nicht nach Evangelium. Wir shalomatisieren es. Unsere Nachbarschaft, dass ich mich immer auch ein bisschen zurücknehme, demütig. Ist der Streit wirklich der Hill to die on? Will ich jetzt den Streit mit dir ausfechten? Oder könnte ich mich demütiger zurücknehmen und sagen, ich verzichte auf mein vermeintliches Recht, jetzt das Recht einzufordern oder richtig zu liegen und du Shalomat drauf, weil es um den göttlichen Shalom geht, wo alles will und könnte durchdringen. Also dort bin ich immer wieder so ein bisschen am Umhirnen. Shalomat, I like it. Vielleicht brauchen wir ja Shalomat-Automaten. Ja. Irgendeiner Form. Ja. So. Wir machen den Explo Shalomat. Das ist jetzt aber ein Geheimnis. Das zeigen wir niemandem. Wir machen Shalomat, I tell you. Okay. Ja. Also, noch wieder zur Explo noch. Wir reden dann noch mit den Programmverantwortlichen, auch noch in einem separaten Talk für Klick näher, aber es nimmt mich gleich schon ein bisschen Wunder. Ein grosser Chor, also eben Frieden wird wirklich, der hat auch in einem Podcast schon ausführlich über ein Thema, ist Frieden gewesen, oder, geredet. Da schön, da irgendwo in den Alpen. Wunderbare Kulissen. Haben wir diesen Hinweis auch noch platziert. Also wenn man noch ein bisschen mehr will, auch Themen, was ist Gerechtigkeit eins gewesen, oder was habt ihr noch gehabt? Ja, viel. Kultur haben wir Kultur. Überlegt, oder eben wie sieht es gesendet sein in die heutige Welt? Mission, sozusagen, ja, genau. Die grossen Fragen. Die Aspekte. Aber eben, auf was freust du dich speziell jetzt, weisst, wenn nochmal, ich habe es vorher nicht abholen, so hast du von Holy Moments geredet, die du jetzt schon erlebst, aber auch vielleicht Hinblick auf was sollen wir noch mitfreuen? Ich freue mich primär auf Begegnung, weil ich eben das Gefühl habe, Begegnung passiert viel zu wenig. Dass wir Zeit haben, einander in die Augen zu schauen, einander zu begegnen. Dass wir Zeit haben, Räume aufzutun, wo wir Gott erleben, wo wir Sachen vielleicht sehen und man sagt, das ist nicht so wie bei mir in meiner Kirche, wie in meinem eigenen Ruhestall, sondern das ist ein anderer Stall, aber vielleicht finde ich es noch schön. Vielleicht erlebe ich da eben, wie du sagst, entdecke ich in dem etwas, was vielleicht bei mir ein Blindspot ist und für diesen Moment freue ich mich. Und wir haben einfach lauter Leute, dieser Explo, die uns erzählen, wie sie Gott in den letzten Jahren oder im Moment gerade erleben. Ganz unterschiedlich, wirklich in einer grossen Breite, aber so schön. Also, da glaubt man dann wieder an Gott. Wenn man sagt, Gott, so schön, dass du uns nicht irgendwie abhanden gekommen bist, sondern dass du wirkst, vielleicht anders, als wir das gewöhnt sind, manchmal anders als in der eigenen Biografie, manchmal anders als in der christlich-schweizerischen Kirchengeschichte, weil es vielleicht einfach nicht mehr so ist oder anders ist oder an einem anderen Ort, in einem anderen kulturellen Kontext. Aber gleich wunderschön. Und ich freue mich einfach, dass wir das miteinander erleben können.
Das finde ich schon gigantisch und das ist ein Vorrecht. Ja. Ich glaube auch, wir müssen die Stories wieder neu für uns entdecken. Also was das für eine Wirkmächtigkeit auch hat, ne? Einfach einander unsere Stories zu erzählen. Ne? Was habe ich mit Gott erlebt? Letzte Woche, letztes Jahr. Ich glaube, das haben wir vielleicht, ne, bei einem Fokus auf Dogmatik und Ethik und so weiter vielleicht ein bisschen vernachlässigt, das Storytelling. Denn, wie du sagst, die Sehnsucht, dass das dann wirklich im Alltag landet. Wie bringen wir es ins Klein-Klein? Also dort wollen wir schon mithelfen. Nicht, weil wir Tipps geben, aber ich meine, das ist ja immer das, was wir bei Campus in unserer Arbeit machen, wenn wir Family Life haben als Ministry, dann wollen wir das Ehen und Familie, den Shalom von Gott erleben. Wenn wir Global Leadership Geneva, einfach zum 1, 2 sagen, das ist ganz etwas anderes. Global Leadership Geneva und Bern, das ist mit Ambassadors, Diplomaten, mit Politikerinnen, Politikern, wenn wir dort Gefäße bauen, Hope-Teams, wo sie zusammenkommen, sich Mut machen, auf nationaler Ebene da und internationaler Ebene zusammenzustehen. Oder wir haben dort zum Beispiel auch ein Nation Building. Also wie kann man Peace in Konstitutionen verankern? Wie kann man gute Werte hineinbringen? Da gibt es Programme, wo wirklich so junge World Leaders kommen, von überall und denen teilnehmen. Und das finde ich schon schön, dass wir probieren, wie landet es am Schluss im Alltag von der Christine, vom Bobby, vom Flo, dass wir dort wirklich Zeit geben und sagen, wie kann das Evangelium sichtbar werden, dass Menschen sagen, ich glaube es, ich sehe es, ich schmecke es. Ja. Wie kann der große göttliche Schalomat-Automat zur Reisepackung werden? Ja. Wie dein Papa, der die in die Hosentasche Ja, das ist ein gutes Bild. ein schönes Bild, ja, das ist, genau. Und das, was mir jetzt wirklich auch noch so geblieben ist, bei allem, eben, was wir vielleicht kompliziert machen, Gott bricht sich gleich Bahn immer wieder mit Geschichten, mit Erlebnissen, die wir selber machen, dass wir uns nicht abhanden kommt. Oder wie du es vorhin gesagt hast, hat mich mega schön gedacht, dass das hoffentlich auch wieder noch ein bisschen mehr wird, Überhand vielleicht gewinnen, bevor lauter, wo wir manchmal nicht sonst überall aufhalten. Das wäre schön. Und ist total schön gewesen, jetzt mit euch da ein bisschen Zeit zu verbringen und einfach ein bisschen über ein paar Themen dürfen zu philosophieren und die zu streifen. Wie gesagt, es gibt weitere Podcasts, natürlich auch Podcasts für Christine noch. Wo kann man deiner Arbeit sonst noch ein bisschen folgen oder was ihr macht? Vielleicht kannst du noch schnell dazu, dass wir noch das Fenster auftun. Ja, ganz unterschiedliche Gefäße, verschiedene Podcasts, entweder bei der EKS oder auch über Glaube und Gesellschaft. Dann natürlich verschiedene Publikationen, wen das interessiert, mehr über die Arbeit in Ruanda oder auch in Südafrika da zu lesen. Da gibt es viele auch Open Access, einfach googeln. Ja, sehr gut. Und wo man den Bobby findet, wie schon gesagt, in diesem Podcast-Format, ich weiss nicht, seid ihr jetzt dort durch? Oder seid ihr alle draussen jetzt? Ich weiss doch gar nicht. Ich folge mir selber nicht. Du folgst dir? Ja, ist gut, aber man kann folgen. Es gibt einen speziellen Explo-YouTube-Kanal, den könnt ihr dort hier natürlich auch noch ein bisschen mehr Futter bekommen zu all diesen Themen, wenn ihr jetzt hier, es ist lustig gemacht worden, für noch ein bisschen mehr zu hören. Danke vielmals für euer Interesse bei diesem heutigen Talk und eben zum Programm und Friedenschor, das ich auch schon ein bisschen erwähnt habe, kommt dann noch ein bisschen mehr schon gleich hier auf diesem Kanal. Danke, dass ihr hier mit uns unterwegs seid. Bis bald. Tschüss zusammen. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.